Grab. Servus halt auch. Meine Hosendelle ist offen, Das ist schön. wenn man es nimmt. Ja. Gesehen habe ich es nicht, aber gerochen, gell? Du trinkst, ich hab gerade duscht, gell? Ja, gerade. Ich hab Deswegen. gerade duscht. Wo fangst du als erstes Stinker an? Ich schätze unter die Arme und aus dem Maul wahrscheinlich. Also Maul, glaube ich, das ist Ja. kein Beginnen, kein Anfangen, sondern das ist ein Dauerzustand. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich so viel Zahnlocker habe und da kriege ich das Zeug nicht raus. Und Ja. Zahnseide, das ist was für Schwachteln. Du musst zur Zahngeige nehmen. Zahngeige, die Also- hast du mal rumliegen lassen und ich kann damit nicht umgehen. Wieso nicht? Wieso nicht? Also, was kann man da nicht? Ich krieg's nicht neu. Okay, du musst dann, also du nimmst das Ding und dann beißt du so drauf. Und dann geht das da rein. Ja, ich habe nie ein Tutorial dazu gesehen, ich habe es nur gesehen und habe mir gedacht, voll cool. Probiere ich mal aus und ich habe es versucht, halt mir neu zum Drucken. Ja. Nein, dann Du tust beißt weh. drauf? Ja, leicht, weil dann Wow, musst du das es macht voll kontrollieren. Sinn. Ja, Waren das alle so? weiß ich nicht. Ich mach's so. Selber rausgefunden. Tatsächlich nicht, nein, bevor es das Rampensauber angesehen habe, wo das so gemacht hat. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, weil vorher wäre immer und über den Zahnfleischbluten gehabt und so viel kontrolliert. Du weißt halt auch nie, wo du bist, weil mein Zahnarzt, bei dem ich vor 5 Jahren war, Ja, gesagt hat, benutzen Sie Zahnseide? Und dann sage ich, na gut, sehr gut, das ist nämlich völliger Schwachsinn. schon? Und ja, wirklich. Und ich glaube, die Zahnmedizin ist, glaube ich, eine dieser Medizinarten, das Medizinsparten, sage ich mal, wo sie sich am meisten widersprechen. Ein sehr guter Freund von mir damals war der Sohn eines Zahnarztes und der wiederum hat gesagt, am besten war es, wenn man vor dem Essen putzt und nach dem Essen. Und das stimmt wahrscheinlich, aber das ist ja geisteskrank. Auf jeden Fall habe ich noch nie so viele widersprüchliche Theorien gesehen. Ja. Ja, manche Ich sagen kenne ja, aber auch nicht dass. für andere Medizinsprachen. Ja, weil dann also es war schlau, vor dem Frühstück, vor dem Essen zum Zähneputzen, weil du dann die Zahnpasta-Schutz drauf hast Ja, quasi. genau, Ja, aber es schmeckt halt dann noch beschissen. ja klar. Ja. Ja. Wie darfst du deinen Zahnzustand selber einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Der wie für dich? Ja. Ich glaube tatsächlich eine 8 bei dir. Naja, so Leer, sowas habe ich nicht. Das ist irre. Gelb sind sie halt. Ja, aber das. das gehört dazu, wir sind alt. Ja, und ich habe noch 2 Milchzähne. Ey, stimmt, das hast du schon mal erzählt, voll cool. Wo? Da die unteren 2. Also der Die kleinen. 3-1er und der 4-1er. Oder? Ja, keine Ahnung. Haben wir eine alte gehabt, die war Zahntechniker. Ja, Deswegen weiß ich das. nein, ich bin eigentlich immer, ich habe angeerbte Angst vom Zahnarzt gehabt, quasi. Vererbte. Bei Mama, vererbte. Ja. Oder der Dad. Ja, bei Dad habe ich schon lange noch beim Zahnarzt gesehen. Und meine Vielleicht Mama mag sagst es du auch nicht gar nicht. miteinander. Ja. Und habe deswegen immer relativ Panik gehabt und klar als Kind halt schon 1, 2 Leher gehabt, weil ich halt unendlich viel Snickers gefressen habe. Ja. Und, aber ich habe es nicht losgekriegt, aber seitdem, ich war dann echt lange nicht mehr beim Zahnarzt. Dann bin ich einmal noch gegangen, weil es die Praxisgebühr dann gegeben hat. Da habe ich gedacht, bevor das passiert, geh ich noch mal schnell. Ja. Nein, oder was? Nein, bevor ich 18 geworden bin, genau so was, weil ab da muss man dann ja selber zahlen, Voll frech, irgendwas. gell? Ja. Genau, deswegen war ich da nochmal und dann war ich, glaube ich, echt 8 Jahre oder so nicht mehr. Ja, ich war Also ewig bis nicht mehr. Und ich muss Mitte auch sagen, 20. meine Eltern sind ja großartige Eltern. Ja, Aber in einem Punkt haben es wirklich in 2 Punkten haben es wirklich versagt. Also ich glaube, alles, was den Mund betrifft. ja, Ich bin ein sehr schlechter Esser. Mhm. Ich kann nicht, also ich versuche sauber zum Essen, aber irgendwie haben sie mir nie beigebracht. Ich kann sehr gut mit Messer und Gabel umgehen, aber kannst du auch nicht gut abtrocknen. die haben echt, ja. Das kann ich aber auch nicht, hat mir niemand gesagt. Nein, ich kann mir nicht gut Haar waschen. Ja, Also bei mir kommt immer was in die Augen, aber Okay. deswegen drücke ich es immer so fest zu und ich mache das unterbewusst. okay. Das haben sie mir damals so einprügelt, das haben mir meine Mom dann letztens erzählt, dass sie mir das als Kind gesagt hat, damit ich halt meinen Kopf nicht nach hinten, hat sie mir gesagt, dass ich so feste ich kann zudrücken soll und ich hab Ja. dann letztens eben ertappt in der Dusche. Ich mache das immer noch, das kriege ich ja nicht raus, aber so kriege ich halt keinen Schaum in die Augen. Das ist praktisch auch. Nein, davor habe ich keine Angst. Nein, ich habe auch Ich- keine Angst davor, aber es ist halt... Schau so. Ja. Sie Dusche. Es muss neu laufen. Ja. Ja, es gibt aber so ein Baby. Aber du hebst da nicht die Nasen zu, wenn du ins Wasser springst, Nein, oder? auf gar keinen Fall. Das ist, Überhaupt nicht. wenig unwürdigere Sachen zu beobachten. Vor 2 Jahren war ich im Urlaub und da war ein Typ, das war so geil. Ja, Und der war nicht nur so ein bisschen ripped, sondern so, es ist mir peinlich ripped. Ja. Also, nein, also das Schlimme war, der war eben nicht überripped, sondern er war einfach perfekt. ja, Perfekter Körper. Und der hat dann hat er am See dann trainieren müssen. Ja, klar. Ist ja auch legitim, Ja. soll er machen, wenn ich so ausschauen darf. ich darf Aber nie das- wieder T-Shirt tragen wahrscheinlich. Nie, ich schwör's dir, nie dazu einkaufen. Ja, im Winter. Ja. Also, oh, fuck, jetzt habe ich mich wohl in Schon der mit Saison meinen geirrt. harten Nippel, da ich dann mein Schein freikratzen.
Da zwar lang dauern, weil ich ja kleine Nippel habe, Ja, aber ist ja egal. was ist? Also, desto mehr können die Ja. Leute beobachten, ist doch gut. Ja. Und dann hat er da trainiert und man hat schon gemerkt, die Leute haben ihn natürlich angeschaut, weil er so perfekt war. Ja. Und dann geht er einen Steg für und springt wirklich wie ein Mädchen rein, Ja. macht so Ja. und ist wirklich mit so einer Halbarschbombe reingesprungen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Wetten verloren hat, dass er das machen hat müssen. Klingt fast Aber so. er war leider da. Okay. Also, du musst Gut, allein sein. dass du mit so jemandem gerne an den See gehst. Nein, nein, stimmt. Ja. Nein, pass auf, meine Theorie ist sowieso, wenn du so gut ausschaust. Also Also ja, nein, körperlich. ich hab's gesagt, weil er so ins Wasser springt. Ich glaube, wenn Ach so, du so ja, einmal gemeint war das siehst. Nein, gut. Das ist natürlich auch Nachteil, Ja, aber das kannst du nicht oft anschauen. wie meinst du? Wenn er jetzt ist mir so ins Wasser Nein, springt. das trägt Da beide muss ich wirklich. was sagen, Ich gleich. darf was sagen, also sofort. Also der darf mit mir nicht mehr am See gehen, weil Ja. ich müsste mich darüber lustig machen. Dann darf er sagen, ja, ich habe aber eine attestierte, dass immer Nasen reinkommt, ja, und dann hust du lieber 2 Minuten. Ich bin ein Kur, weil da ins Wasser gehe. Mir wurscht, ob mein Arschloch zu viel läuft. Einfach weil Schon, ich cool ja. bin. Ja, schon, also, ja. Hey, du weißt, dass du nicht schwimmen kannst. Mhm. Das weiß ich. Mo. Ja. Ja, nein, meine Theorie ist, wenn man so perfekt ripped ist, es gibt nur 2 Optionen. Entweder Option 1 ist, du bist allein. Das bedeutet, du hast auch keine Zeit für deinen Freundeskreis, für sonst irgendwas, weil wenn du so wahnsinnig ripped bist, Ja. oder du nimmst wahrscheinlich Steroide, das geht auch noch, aber dann musst du halt wirklich dein Leben der Fitness verschreiben. Das Ja. geht gar nicht anders. Oder, was natürlich auch geht, du bist einfach du kannst trotzdem Freunde haben, aber die müssen dann genauso ripped sein, weil du, Ja, also da ja, die muss müssen- wirklich es so muss eine ja- Bubble kommen, so ja, eine genau. Fitness-Bubble, das Ja. geht auch. Das ist ja so wie wir Mit dem grundsätzlich. Saufen. Nein, wir sind noch auch Fitness. Also, ja, stimmt, ja. Funktioniert nur bei uns. Ja, nein. Also wir haben eigentlich alle Anlagen, alles super. Es wirkt einfach nicht, wir sind immun gegen Fitness. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist komisch. Naja, wie dem auch sei. Ja. Was ist so passiert die Woche? Es war längere Bierzeit, weil wir im letzten Stream schon angekündigt haben, sind wir hier schön in der Lederhosen geguckt. Jetzt sagt man wieder wie so Obdachlose. Ja, ich sehe da, dass ich Linksträger bin in der Hose. Ja. Ja, jetzt war es um Bierzeit. Lustig. Nächste Geschichte. Das ist aber das Gute, also in Bierzeit kannst du ja gar nicht so viel. Kannst Also nicht es so war viel sein. Tag der Betriebe, war ein klassischer Tag der Betriebe. Ich bin ein riesen Tag der Betriebe-Fan. Erstens entspannte Stimmung, finde ich. Und er spielt Voll. Wackersberger Blechmusik. Und das ist eine sehr gute Blechmusik, die haben das sauber aufgespielt. Der Xaver hat gedacht, die wollen ihn verarschen, weil ich danach mit ihm geratscht habe und Ja. gesagt, dass ich es voll cool gefunden habe, weil er mit seinem Täter Solo gespielt hat. Und das war ernst gemeint. Ja, warum auch Also, nicht? ja. Ja, ich glaube, die Ja. ja, Aber gut, er kennt uns wahrscheinlich auch aus der Schulzeit und hat gedacht, haben wir uns über alles lustig gemacht. ja, aber das waren, Haha, Xaver, du Loser, du bist größer wie ich. ja, schon, ja, haha, du hast die Mathe in 2 und fährst nicht Was durch. für ein Loser du bist. Haha, du hast jetzt schon einen Ausbildungsjob. Ja, was für ein Loser, das ist bestimmt schon ein Haus, der Loser. Ja. Ja. Ja, Nein, die haben richtig, richtig gute Metten gemacht, Wackersberger. Und auch, man muss jetzt auch nochmal mal wieder vom Alter ein Shoutout an die Familie Gascher, ja, die dieses Site organisieren. Ist einfach eine scheiß nette Familie. Vielleicht Ja. auch nur zu mir, das ist mir aber wurscht. Ja. Genau, von mir aus 7 anderen Scheiß. Ja. Nein, Hörst finde ich auch nicht viel schlecht. also man merkt es ja, wenn der Peter durchs Zeug geht. Also Ja. da ist jetzt nicht so, dass die Leute Angst dran, wenn er kommt, sondern Richtig. er dosiert das auch gut. Hier mal ein Schnapsal, da mal ein Gespräch, da mal. Er gibt ihm das Gefühl, willkommen zum sein. Ja. Also ich freue mich, wenn ich herkomme und dann sagt er, du musst nichts sein, dann sage ich, ja, ich habe gar kein Geld dabei. Dann sage ich, Gedacht, das läuft weiter wie die letzten Jahre, ja. ja, nein, wirklich hier so Skate schon da gehabt. Ja. Ne? Aber dann hat er mich so Gut, am Tag- geonkelt. So Ja. geonkelt hat er mich so. Ja, Der Tag der Betriebe haben wir ja schon. haben wir schon Makel gehabt, also gekauft. Warst du am Freitag oder am Samstag besoffen? Genau, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich war am Freitag, glaube ich, aber auch, weil es der erste Abend war, noch fitter auf die Nacht. Dann. Ich glaube, wir sind ein bisschen früher gegangen, oder? Oder nicht? Am Freitag? Ja, Keine Ahnung. um 2:30, glaube ich, oder? Ich glaube aber am Samstag auch. Ah, okay. Na, am Samstag, aber dadurch, dass ich auch wenig geschlafen habe dann da und den ganzen Tag rumgeiert bin und Stimmt, das tut mir. Also, fangen wir mal bei Freitag fangen Ja. wir mal an. Es war ja gut, eigentlich gibt es nicht so viel zu erzählen, außer dass wir neben dem Getränkemarkt Drops geguckt sind. Das war voll geil.
Thomas hat extra gesagt, er möchte den Tisch neben uns, weil wir letztes Mal mit ihm schon gesoffen haben, das Ja. schon ziemlich geil war. Und sind wir wieder neben ihm Na, geguckt. klar, für mich ein bisschen peinlich oder für uns insgesamt, für unseren Podcast, weil wir eigentlich gesagt haben, wir laden einen ein von denen und das haben wir nicht gemacht. Letztes Jahr. Ja. Ja, stimmt, du willst den Soldaten einladen. Ja. Ja, Ja, mein Gott, der ist ja nächstes Jahr noch so. Ist der noch aktiv? Ich hab's schon jetzt vergessen. wieder, ja, Reservist. Das war richtig geisteskrank. Ich habe mit denen zwei, also speziell aber mit dem anderen, ist Ja. schon wieder peinlich, dass man den Namen nicht gemerkt Andy, hat. oder? Wer? Der Nicht-Soldat oder der Soldat? Ich glaube, der Nicht-Soldat. Dann heißt der Soldat vielleicht Tobi. Kann es sein, dass der auch heißt? Könnte das sein. Aber der andere kann Andi heißen. Das kann gut sein. Auf jeden Oder Fall. Stefan. Nein. Ja, jetzt Ja. kommen wir komplett durcheinander. Nein, einfach die häufigsten Namen, Michi. Habe ich mit dem letztes Jahr schon nicht nur so ein bisschen geredet, sondern echt lang geredet. Ja, Und ich hocke so neben die, ich hock mir da so hin und habe mich vorgestellt, ja, weil ich wieder eine scheiß Gesichter nicht erkannt habe. Das hat mich so frustriert. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben letztes Jahr schon geratscht. Und dann hat er mir erzählt, worüber wir geratscht haben. Und dann habe ich alles wieder gewusst. Dann war wieder alles da. ja, Waren sehr emotionale Gespräche, deswegen habe ich es dann auch wieder gewusst. ja. Zwei sehr geile Typen. Ja. Und die allerbeste Nachricht, er spielt auch Tennis. Und die spielen eine ganz besondere Art von Tennis. Die spielen Tennis und danach saufen sie. Okay, ja. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Ja. Ich glaube, das ist das Vorgehen bei den meisten Vereinen. Also bei Tennis jetzt vielleicht nicht, aber beim Fußball safe. Also da weiß es 100 Pro. Tennis war ja früher mal auch so eine pseudo-reichen Sportart. Ja. In dem Verein, wo ich jetzt bin, ist das so ganz und gar nicht mehr. Da läuft ein Unrat rum, ich sag's dir. Da kann jeder obdachlos, ich kann jetzt Tennis spielen. Da lobe ich mir den Golfplatz, weil da sind die Gebühren so hoch, dass da nicht jede Assel kennt. Das ist Ja. Das ist der feine Unterschied. Ne? Naja, ja, viel gute Gespräche geführt, viel gesoffen und dann haben wir hier im Büro, war das der Freitag? Ja. Da haben wir dann auch noch ein bisschen gesoffen, gell? Ja, genau, Da ja. hast du noch, ich weiß nicht mehr, wie wir es geheißen haben. Lex Schon Lex, ja. War dann hier auch noch am Stissel mit ihrem Freien. Exmo-Freund. Exo, ja. Ja, stimmt. Noch eine halbe getrunken und dann sind die aber gegangen. Ja, wohnen Oder die zwei hier? halbe. Oder? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass noch so ein Moment war, wo nichts mehr reingegangen ist dann bei mir. Ja, und also so. sie war ja vom Kapfham. Ja. Nein, ich meine nicht Hackel- Kapf. Ja, Hackelberg. Bartelmark. Nein. Durch Kapfham, Kapfham, stimmt schon, ja. Genau, da hat's uns ja, haben wir uns kennengelernt. Ja, weil sie erzählt hat, dass es Also, von da ist. Sie kommt von da, aber wohnt nicht mehr da. Ja. Ah ja. Genau. Check ich. Ja. Genau, dann am nächsten Tag aufgewacht, jeder Skiblasen, jeder noch einen Promille gehabt. Sag jawohl. Ja. Wann sind wir aufgestanden? Um 10 Uhr, oder? Oh, wir haben uns nicht erzählt, der Mike war am Freitag so voll. Das war so geil, der Mike war so voll, Mike, wenn du das hörst. Leck mich am Arsch, warst du voll. Aber im besten Sinne überhaupt. Kein Vorwurf. Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, Ja. Ist aber ich lustig liebe bei alles dem, am vollen Mike. bei dem Video, was du mir gezeigt hast, wo wir miteinander reden. Und ich sehe an meiner Art, wie ich mich verhalte, dass ich denke, dass ich komplett klarkomme. Ja, du Und stehst ja sonst viel gerader da wie sonst. Wenn Ja. man so, das ist, glaube ich, wenn du vor der Mama nüchtern wirkst. Ja. Ich habe alles im Griff. Ja. Aber meine Augen sagen halt eindeutig, dieser Typ. Ich bin froh, dass man mich auf dem Video nicht sieht, Naja, weil ich das Video gemacht habe. ja. Das ist das Praktische. Das war geil, Mike. Also, ich zeig dir das Video mal irgendwann in einem vertrauten Moment, aber du so, ja, was saufst du denn jetzt alle? Jetzt soll ich sagen, sie haben noch so richtig saufen. Ja, aber Ehrenmann, ich meine, das ist ja das eine über Saufen zum Reden. Aber sich dann an die Front zu wagen Ja. und wirklich zum Saufen. Schützengraben direkt, erste Ja, Reihe. schon, ja. Und dann du nimmst du fangst dir die Massen für deine Wo es- Kameraden, ey. Wo du weißt, der Oberbefehlshaber will ja nur als Kanonenfutter einsetzen und Ja. du akzeptierst das. Aber du saufst, Ja. du saufst, du Ja. saufst. Also richtig. Ich habe Mike auf dem Weg. Aber du schreibst keinen Abschiedsbrief, weil du weißt, du kommst zurück. Ja, schon, ja. Gerade mit Fleiß, ja. Fuck! Der Mike hat auf dem Weg hier, wir haben uns ja Weghalbe, wie du weißt, hier mit hergenommen. Und ich habe ihm, gezwungen nicht, aber ich habe ihm angeboten, Schwarramer Saphirbock zum Trinken. ja. Der hat halt ehrliche 8%, weil ich habe die 8%, das Pappel habe ich weg da. Ja. Aber es steht woanders auch noch drauf. Und ich gesagt, wie viel Prozent hat er? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil er war eine halbe oder 2 halbe hinterher. Ja. Und dann habe ich gesagt, sowas Chancenungleichheit, die dulde ich Ja. nicht. Hat aber ganz brav ausgedrungen, auch sehr schnell ausgedrungen. Und dann ist es ein richtig schöner, netter Abend geworden. Ja. Muss man jetzt einfach mal so sagen.
meine Vermieterin getroffen, Na, auch ein bisschen geschwatzt. na. Und ansonsten dann, wie du schon gesagt hast, nächsten Tag aufgestanden. Ich schätze mal, dann geschlafen werden wir trotzdem erst um 4 Uhr haben, oder? Ja, wahrscheinlich, so richtig, haben wir um 4 Uhr geschlafen. Und ich habe mir fest vorgenommen, um 2 Uhr haben wir uns nämlich zum Schlauchbootfahren verabredet. Und ich habe mir fest vorgenommen, du schlafst bis 11 Uhr, weil das waren 7 Stunden. Das bedeutet, da baue ich Minimum 0,7 Promille ab. Unsere Körper offensichtlich mehr, weil wir so geübt sind. Aber ich glaube, ab 9 Uhr hat keiner mehr geschlafen von uns, oder 9 Uhr, halb Nicht? 10 hat irgendjemand rumgekrebst. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen später gekommen, da waren auch schon alle wach. Ah ja, irgendjemand hat drüben mit dem rumgekrebst, ich weiß nicht mehr wer. Ja, der Mike wahrscheinlich, weil der immer früher Der aufstehen Mike ist. war ja hier. Ja, schon, aber der ist ja dann rübergegangen. Ah oder? ja, dann war das kann sein, ja. Das habe ich so dick dann. Und ja, und dann aufgestanden, direkt, glaube relativ bald, weil du musst ja dann sofort durch, Ja. glaube ich, durst ja nicht. Ich habe nur, hätte meinen Hund noch zu meiner Mom fahren müssen, damit die da drauf aufpasst, dass ich nochmal weiter saufen kann, aber bis um 3 war ich noch nicht unter 0,5. Aber hat sich dann nicht ein bisschen geärgert, dass du dann nicht auch weiter getrunken hast? Aber du hättest ja keinen gehabt, der mit dir trinkt, gell? Ja gut, der Tom hat dann nichts getrunken, weil er mir fahren hat müssen. Ja. Ja, und dann war ich ab 5 Uhr war nicht dann der Mev und der Andi da. Und dann Okay. ab da ist dann relativ schnell gegangen. Ja. Ja, wir sind relativ, nein, wir sind um 12:30 erst losgekommen zum Schlauchbootfahren. Ja. Dabei war Fabi, der Huber voll, der Stefano, ich und Sabrina. Und wir haben uns extra, wir haben das gute Intex Marina 2. Der Harry hat seine legendären Sandwiches gemacht. Danke nochmal an Huber voll. Der Huber voll hat diese nämlich am Ablegeplatz dann liegen lassen. Der hat sie nämlich raus da. Ehrenhafterweise, weil er Platz für Bier gemacht hat. Von Ja. dem her alles cool. Aber hat es dann vergessen. Und es gibt einfach wirklich nichts Geiles, weil wenn du aufwachst, haust du dann schon die erste halbe rein und dann fährst du zum Schlauchboot fahren. Und beim Aufpumpen trinkst du direkt die nächste halbe Ja. und bist dann wirklich ready ins Wasser zu gehen. Du bist ready abzulegen und dann fährst du 10 Minuten, legst an, saufst. 10 Minuten legst an, saufst. 10 Minuten. Und dann wunderst du, warum du vom Sulvenstoß nach Lingras 8 Stunden brauchst. Aber ich habe wirklich ein super Team gehabt. Shoutouts an Hubervoll. Ja. Spitzenmitruderer, muss man Ja. wirklich sagen. Man merkt, der war auch schon oft Schlauchboot fahren. Also der checkt, wo man rudert. Es Ja. gibt ja Leute, die wissen nicht, wie man rudert. Okay. Das bedeutet, die checken nicht, wenn sie links rudern, dass das Boot nach rechts zeigt. Ja. Und auch nicht, in was für Richtung sie rudern müssen. Das ist kein Scherz. Es gibt Leute, die checken das nicht. Hubervoll auch wirklich ein richtiger Carrier. Der hat dann noch 2 Ringe mitgenommen. Und noch einen extra Ring. Und jetzt, ich weiß nicht, ob den hast du nicht gesehen, gell? Wie den auch. Der hat einen extra Ring dabei gehabt. Da hast du auch aufblasbar und da hast du ganz viel Bier drin verstauen können, der dann immer im Wasser ist. Ah, und okay. hat auch einen Deckel. Ja. Und das ist einfach nur Next Level. Ja. Das ist richtig Next Level. Wir haben dann vor dem Ablegen noch eine Familie getroffen mit einem Vater, der mit seinen 2 Buben gefahren ist und der hat gefragt, habt ihr zu viel, kann man euch eine halbe abkaufen? Dann haben wir ihm 2 halbe geschenkt. Ja. Und das hat uns so unfassbar glücklich gemacht, das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Ja, dann sind wir losgefahren. Es war wirklich der Himmel, ist lang richtig gut gegangen. Klippenspringen, alles, kennst du das ja. Ja. Und dann sind wir einmal stehen geblieben, haben wieder eine kleine Trinkpause gemacht und dann, glaube ich, wollte der Stefano ein Pudel machen und ich konnte es nicht beschreiben, aber er hat sich so ganz leicht nach hinten gelehnt. Wirklich so ganz leicht. Und dann hat er 30 Sekunden gebraucht, bis er umgefallen ist. Das war so faszinierend. Also dann kippt er so leicht nach hinten und ich hätte 1000 Möglichkeiten gehabt, ihn zu empfangen, aber ich habe irgendwie nicht gewusst, ob er mir jetzt verarschen will. Ja. Weil er, also ich muss jetzt vormachen, aber ist ja wurscht, dass er wirklich der 20 Sekunden braucht, bis er hingefallen ist und dann voll dahin. Super Kopf umgehalten, Bier umgehalten, Handy umgehalten. Ja. Also das hat er ganz spitze gemacht. Und dann schreit er, macht er, ich glaube, ich hab mal, fuck, hat er gesagt. Dann sage ich, ja, du bist nur auf so einen Scheiß stark, weil du bist da so eine Höhe, du bist umgekehrt, du bist ja nicht einmal, also es ist ja was anderes, wenn man wirklich im vollen Lauf stolpert oder, ja, nicht aufgeht. Na, ohne Scheiß, ich muss wirklich schauen, nicht, dass nicht mein Arschbruch. Und ja, und wir dann wirklich alle, Stefano, halt doch bitte dein Maul. Du bist aus dieser Höhe einfach auf den Popo gefallen. Ja.
du hast dir nicht den Arsch gebrochen. Ich sag, es tut zu weh. Ich sag, ja, okay, dann hast du dann vielleicht breit. Das tut auch weh, aber jetzt halt's Maul, wir fahren weiter. Ja. Stefano, ein richtiger Soldat. Und gesagt, alles klar. Der Frage, ob man die Entscheidung abnimmt wahrscheinlich. Ja, total. Dann steigt dann wieder in seine, wollte dann ins Schlauchboot steigen, hat schon gemerkt, da ist dort ein bisschen weh im Schlauchboot. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann hockst du den Ring, wenn das weniger wird, aber es war so ein Ring mit ein bisschen Netz unten. Ja. Dann sind wir weitergefahren und irgendwann, es hat ja ewig lang nicht mehr geregnet, ist einfach, wir haben dann unser Boot unten zerstört, weil ich bin wirklich ein guter Schlauchbootfahrer. Ja. Aber normalerweise siehst du ja Sterne, nehmen das so ein ganz leichte Ding im Wasser Ja. schmeißen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Wir sind gefahren und auf einmal hörst du das. So ein Riss unten drin. Es war Gott sei Dank kein Boot, das unten Luft drin hat, sondern halt ein PVC-Plane und drüber ein harter Boden. Ja. Das bedeutet, es ist nichts insofern kaputt gegangen, dass man nichts Schwimmfähiges, aber es ist halt dann voll mit Wasser gelaufen. Ja. Und es war kein großer Vorteil, weil umso schwerer das Boot wird, desto mehr gehst du unten auf. Und das bedeutet, die letzten 1,5 Stunden sind dann ein bisschen anstrengend geworden. Vor allem, weil man nur halbe die Paletten, Schönraum aber schon noch da, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja, gehen wir mal so vor, es waren noch 2 wie da. Wir haben nur auf jeden Fall nur knapp 40 Bier dabei gehabt für 5 Leute. Und das ist ja doch eine lange Fahrt. Und das war dann ein absoluter Albtraum, weil wenn du schon in Seenot gerätst und dann das Boot tragen musst und dann hast du noch einen dabei, der die ganze Zeit rumhält. Der Hubervoll hat innerhalb der ersten 10 Minuten, er nimmt original Birkenstock, hat er mitgenommen zum Schlauchbootfahren. Das ist so dekadent, das hat mich so aufgeregt. 10 Minuten hat er seinen ersten verloren, Ja. 20 Minuten hat er seinen zweiten verloren, aber gut, was hätte er auch mit einem Birkenstock gemacht. Der Harry hat seine Schuhe auch nach kürzester Zeit verloren. Und der Stefano hat natürlich die uncoolsten Wasserschuhe gehabt, die es dann irgendwie Die vorstellen. sind aber hier. Die sind da, hat's ja, gehalten. die sind sehr lang vor dem Büro gestanden, bis es dann nein, da, weil die so widerlich ausgeschaut haben. Ja, und Stefano hat gesagt, er hat halt immer noch ein bisschen gewäuselt, aber er hat weitergedrungen wie ein echter Mann. Und irgendwann war es dann so kaputt, das Boot, dass man gesagt hat, ja, es bringt nichts, wenn ihr mit euren Ringe da hinhängt. Dann haben wir gesagt, fahrt ihr mit den Ringe vor und wir fahren mit dem Boot nach. Und dann haben wir, damit das Boot so leicht wie möglich ist, die 2 Ringe auch voll beladen mit dem ganzen Pfann und was halt so gegangen ist. Im Endeffekt waren wir dann eine Viertelstunde vorher noch da. Ja. Und der Stefan hat scheinbar auch 2 Mal aus dem Ring gefahren. Aber der Fabi hat ihm dann geholfen. Netterweise, also der Harry. Und dann sind wir angekommen und jetzt pass auf, jetzt nochmal ein weiteres Shoutout an Machine Gun Tom. Ja. Ich habe einen Machine Gun Tom angerufen und habe gesagt, Tom, ich weiß nicht genau, wo wir aussteigen. Ja, das ist die Ravel-Geschichte, die gleich kommt. Also ich glaube schon, Ja. ja. Hat er mir nämlich eine Zeit dazu. Und dann sage ich, einen Tom an und sage, kurze Frage, kannst du mir einen riesen Gefallen tun und, warum haben wir sagen, 5 Bier am Rand positionieren, sodass ich das sehe, weil dann weiß ich, wo ich aussteigen muss. Ich hätte einfach am Handy auch schauen können, ist ja wurscht. Und dann haben wir auch für den Weg zum Büro, weil we run completely out of beer. We ran completely out of beer. Und dann hat dieser junge Mann wirklich für uns diese 5 Bier positioniert da. Ja. Ja, aber dann am nächsten oder ein paar Tage später hat er mir gesagt, ja, das war auch total geil, hat er gesagt. Weil der Andi war dann so, wir haben dann gesagt, ja, wir wollten nicht den Tisch nicht verlieren in Bierzeit, also dann gehen wir jetzt nicht alle miteinander. Ja. Und dann kommt der Andi, drückt mir die 5 halb und sagt, wir gehen ins Bierzeit. Also jetzt haben wir gesagt, ja, wir können uns ja aufteilen. Und dann hat der Andi gesagt, ja, passt, dann gehen wir ins Bierzeit. Und dann habe ich es irgendwie lustig gefunden. Ja. Und man muss dazu sagen, ich habe davor, weil die Bierzeit-Ladies ja vom Weißbestand ja die Shirts mitgebracht habe, habe ich eine Viertelstunde da unten Shirts gesucht. Und in der Zeit hätte er schon längst einfach, ich habe gesagt, ich brauche mindestens 5 Minuten, dann kannst du einfach schnell 4 gehen und das machen. Aber nein, da ist er lieber dann da stehen bleiben und sagt, warte. Ja, nein, aber trotzdem, also Ja. da ist ein Macher gewesen dann. Also, Auf jeden oder Fall, hätte es ja nicht gemacht, hätte es ja wahrscheinlich trotzdem einer von euch gemacht. Ja, schon. Also außer der Andi. Ja, doch, er hat es wahrscheinlich hergemacht. Aber Ja, klar. Wenn er Aber drum- er war schon grummelig gewesen. wenn er oder? drum rumkommt, dann. Ja. Ja, aber das war richtig stark. Und als dann die anderen irgendwann eingetroffen sind und wir das ganze Zeug zusammengeräumt haben, dann ist auch gerade so ein Dreckspferdl am Ding. Das war die nächste. Wieso passieren so viele lustige Sachen mit dem Stefano? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, der zirkt das auch. Und er halt mit seinem Bruch einen Arsch. Da haben wir es aber immer noch nicht gewusst, gell, dass er sich einen Arschbruch hat. Das hast du auch noch nicht aufgelöst. Das ist wirklich, Fuck! Ja. Okay.
Er hat sich wirklich einen Anspruch laut Röntgenbild, ja. Ich meine, ja, er hat 2 Tage später war er dann beim Arzt und sagt, ja, ich habe mir wirklich einen Arschbruch. Und dann schickt man das rein, dass er sich einen Arschbruch hat. Aber hey, werd gesund, Stefano, und du kommst stärker zurück. Ja, Slay Queen. Und wehe, du hast gesagt, du hast zum Harry scheinbar gesagt, du fährst nie wieder Schlauchboot. Fick dich, das Schlauchbootfahren kann da gar nichts dafür. Du bist einfach am Strand, sage ich mal, bist du grundlos umgekippt. Auf jeden Fall kommen wir dann da an, dann ist da ein Pferdl und ich halt einen flapsig lustigen Kommentar ich gesagt, kannst du uns zurückreiten, gell? Ja. Hat es gesagt, nee. Ich sag, na gut, Gespräch beendet. Und dann gehen wir hinter und dann kommt das Pferdl so zum Stefano und sagt sie, ach, das interessiert sie jetzt richtig. Oder das interessiert ihn jetzt richtig, das Pferd. Darf er mal an dir riechen? Sagt der Stefano, na, bitte nicht, ich habe Angst vor Pferdl. Ich habe wirklich Angst. Ja, er will ja nur kurz riechen. Er sagt, nein, bitte nicht. Ich habe wirklich Angst vor Pferd. Pferd. Ja. Und ich finde auch, wenn man keine Angst vor Pferdl hat, ist das unangenehm im Pferdl an dir, weil das ja immer mit so ein bisschen Lippe dabei Ja, ist. du weißt ja nie. Nein, also beißen die würde Die beißen ganz oft. Ja. Also ich weiß nicht wie oft, aber eigentlich nicht so oft wie ein Hund, denke ich, aber ich weiß nicht. Gibt Aber da wenn sie halt weniger- beißen, dann halt Gibt da kleiner. weniger Pferdl. Ja, Gott sei Dank. Das ist eine verzerrte Statistik. Schon so eine Seuche. Dann sind wir zurück ins Büro, dann hat es einen kleinen Breakdown vom Stefano gegeben, dann war er halt auch besoffen, dann wollte er erst nicht mit ins Bierzeit. Dann habe ich gesagt, hey, Stefano, wir brauchen dich im Bierzeit, wir brauchen deine komplette Saufenergie. Hat er gesagt, alles klar, ich komme mit. Ja. War dann schnell ausdiskutiert. Dann sind wir ins Bierzeit, ich glaube um 9:45 waren wir dann wirklich erst da. Und dann haben wir da auch noch richtig schick gesoffen bis 2. Ja. Bisschen im Boxautomaten geschlagen. Ja. Good old times. Ja. Glaub. So fürs. Noch irgendwas bei dir noch was Besonderes? Ja, Lüger, die habt Ja gut, wir sind ja, also ich war ja dann schon 3 Stunden im Bierzeit, bis ihr gekommen seid. Du wärst locker deine 3-4 Maß schon gehabt. Ja, haben, schon, oder? es ist relativ schnell getrunken Ja, worden, musst war Wasser auch heiß. Trotz Wie war der Ventilatoren. erste, wann hast du das erste Bier wieder getrunken? Um 5, oder? Hast du vorher gesagt. Ja, genau, ja, um 5 Uhr, ja. Ja, Als dann die anderen gekommen sind. genau, oder? da habe ich mit denen das erste Bier getrunken. Ja. Wie war das, wenn man, ich finde es tatsächlich ein bisschen anstrengend, wenn man dann so lang nüchtern Es war. ging ab und zu, wenn du dann das erste Bier trinkst, kriegst du richtig Schweißausbrüche. Ja, ja. Das habe ich nicht mehr gekriegt, aber Super. war über den Tag verteilt ja schon. Ja. Mhm. Und ja, war lustig, weil der Tom hat gesagt, ja, ich habe gesagt, ja, für das, dass er mich fahren kriegt, der Rückweg ein Bier. Aber er hat gesagt, ich werde mir keins nehmen und das hat er nicht gehört. Als er woher gefahren ist, hat er ein Bier getrunken ja, und ich nicht. Ja. Und dann hat er eine Warnung gekriegt, dass Großkontrolle an der Grenze ist, ja, weil wir über Greit gefahren sind. Ja, nein, ist eigentlich die ganze Zeit so dahingegangen. Wie lange hat die Autofahrt gedauert? Ja, fährt schon 50 Minuten noch, von da nach Greit. Ihr seid ja fast 2 Stunden im Auto gehockt. Ja, nicht, ja, 1,5. Ja. So Geil. 45 Minuten, ja. Ja. Aber er hat das Gas nicht gefunden. Ja, Nein, mit den ganzen geschissenen Radlfahrern und so Zeug auf der Straße. Ah, sehr nette Aktion vom Tom. Ja, voll, Muss ich auch ja. noch mal sagen. Ja. Und wir sind mit meinem Auto gefahren. War Ah mein ja, Sprit. okay. Ja, der wird sich gefreut, dass wir Mercedes fahren. Ja. Ja, nein, dann hat irgendwann ist einer mit einer Gasmaus gekommen und dann habe ich keinen Bock. Also, Warte, jetzt sind wir schon Bierzeit, oder? ja, im Bierzeit, ja. Aber gerade waren wir eigentlich noch. Also, wir haben da 2 Bier getrunken, eins auf dem Weg, 4. Ja, ich wollte eben noch wissen, ob es dann aufgewärmt dann relativ schnell kam. Oder eigentlich fast best schon. Nein, also klar. Aber das check ich gar nicht. Nur 4 gehabt, aber. Warte mal, aber das muss man jetzt schon erklären. Das bedeutet, auf der Rückfahrt hat er ein Bier getrunken. Ja. Und du nicht? Ja, ich habe noch keinen Bock gehabt irgendwie. Aber auch wenig normale Sachen getrunken gehabt. Mein Arzt. Ja, okay. Wo waren wir? Genau, du hast gesagt, du hast keinen Bock auf der Rückfahrt auf eine halbe gehabt, obwohl Nein. er auch nichts gesoffen hat. Ja, nein, beim Autofahren da irgendwie noch nicht so. Da habe ich noch ein Spätzle unter Wasser getrunken und dann, Aber er hat trotzdem getrunken. ja, schon. Stark. Genau, ja, dann, der Besuch war, ist dann gekommen. Schön mit denen hier 2 halbe getrunken. Hast du dann da Bock gehabt auf Bier oder ehrlich gesagt erst nachdem du angefangen hast? Erst nachdem ich angefangen habe. Also Also du das hast eine war so ein Höflichkeitsbier und ich habe gewusst, dass ich noch was vor. Ja, Ich bin ein pflichtbewusster Alkoholiker. Ja. schon ja. Und dann, genau, ich weiß nicht mehr genau, ob es die 2. oder die 3. auf dem Weg war. Ich glaube, mit der 2. sind wir hingegangen, halbert vorher, also die haben wir dann Okay, vorne ja. ausgetrunken. Dann eine Masse, dann noch eine Masse,
Dann wollte der Andi, dass wir Weinschorle trinken, für alle Weinschorle getrunken. Habe ich gesagt, na danke. Also 3 kleine Weinschorlen allein getrunken. Wie groß sind die? Ja, so, Also wenn die Flaschen oder so? nein, das sind schon kleine Kriegerl. Ich glaube 0,3 oder 0,25. Ach, die habe ich gesehen, die dann die anderen einen komischen Aperol Ja, gehabt genau, haben. ja. Oh, das ist ja. Was kostet eine? Wahrscheinlich dann trotzdem 5. Ich weiß gar nicht, der kann schon sein. Ja. Nicht schlecht. Damit machst du das Geld. Ja. Und dann, ja, sind wir so weitergegangen und eben dann ist der Gasmaß gekommen und dann habe ich jetzt eigentlich nur um die anderen abzufacken gesagt, jetzt trinken wir ein Liga. Jeder, was nicht weiß, was das ist, ein Liga, die gibt mir die Gasmaß rum und sie muss alle einen Tisch berühren. Und das wird natürlich umso nerviger, umso weiter das Getränk klar ist, weil dann muss man sich alle verkrüppelt Ja. da hinhocken. Und der Vorletzte muss dann alle die nächste zahlen. Ja. Und das ist dann echt, glaube ich, 5, 6 Runden so gegangen. Ja. Und Das ist so eine miese Aktion, vor allem wenn es halt dann einfach jemand aus der schnell gut trinken kann. ja, Das ist so ein geniales Spiel. ja. Das ist wie russisch Roulette. Also wir haben nicht nur Liga, die haben auch ein paar Flieger gemacht. Ja. Okay. Ja, Ja. ja. Und Oh, dann, Inferno hat gespielt. Inferno stimmt, ja. Deswegen waren wir eigentlich da. Wir waren wirklich da. Ja. Ja. Warum sind wir zweimal hintereinander? Weil es geil ist und halt, weil Inferno gespielt hat. Weil er wieder einen riesen Metten gemacht. Mike, dafür, dass er so besoffen. Der hat an dem Tag nichts mehr getrunken, hat er gesagt zu mir. Der wollte scheinbar einsatzfähig. Hat dann danach gesagt, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. Weil er eben so fertig war, hat er gesagt. Aber das hat man auf der Bühne nicht auch gemerkt. Da wieder die. Werde sich nächstes dann umschauen, wenn wir ein paar so Tourstops hintereinander haben. War doch Ding auch. Da hat er doch auch, glaube ich, ziemlich gut performt, wenn man nicht alles täuscht, oder? Nach Ingolstadt. Diese Calm Ingolstadt Ding-Tour, das waren ja auch 2. Das ist ein Wochenend-Zirkus, da hat er schon, Ja. glaube ich, hat er schon fein gemacht. Ja. Ja, stimmt. Hier ist er auch abgeliefert wie immer, aber das müssen wir gar Hier nicht ist erwähnen. es alles nicht Ja, mehr. das ist ein Jetzt mal gehen sie ist ganz Maschine. komisch, einem einer anderen Band zum Singen, aber ich weiß ja, für wen sein Herz schlägt. Ja. Für Inferno. Ja. Ja gut, und dann ist es halt weitergegangen. Dann bin ich auch viel, weil es echt irgendwie warm war dann, bin ich auch viel draußen am Weißbierstand gestanden und da viel geratscht. Ja, viel freilich. geratscht. Ja. Aber süß, weil die ganzen Jungen sind voll abgegangen, habe mich gefreut für Inferno. Auch. Also Ja. war auch mal drin, aber nicht so lang. Es ist voll putzig, das zu beobachten, wie so 16-, 17-Jährige das gerade das erste Mal so mitmachen und Ja. halt voll eskalieren und Ja. da Hand in Hand. Und das erste Mal dann einfach nach einer Masse schon komplett Ja, schon hier so Game schon, Over ja. sind. Ja. Aber das ist dieser glückliche Rauschzustand Ja. dann. Ist ja auch- eigentlich ist es ja auch schlau, dass du in dem Alter so schnell besoffen bist, weil du hast ja Voll, viel ja. weniger Geld. Ja, so ja. Ja. Nice so. Na, da ja genau, dann Boxautomat eingeprügelt. Genau, die paar Fotos mit dem Weißbier-Karussell gemacht, bei der unsere Bierzeit-T-Shirts so gehabt haben. Das sind gleich gute Fotos waren, oder? Ja, und das war ja auch nur, weil ich Blätter hergeredet habe, weil der Mike ist gefragt worden, ob Inferno T-Shirts hat. Ja, das war am Vortag. Ja, genau, ja. Und dann hat sie gesagt, nein, nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, lass Brudello schon, ich bringe. Tja, Ja, haben sie auch gesagt. haben sie sozusagen. Und alle hat dann gesagt, sie hat nicht gedacht, dass ich das noch weiß. Ja, das war ganz am Anfang. Ja, relativ. Ja, Also war schon relativ am mittig. Anfang. Ja, aber schon sehr, also habe ich schon leicht am Sitzen gehabt, auf jeden Fall, wieder draußen war dann, aber Ja, ich habe auch, es war auf jeden Fall schon dunkel. ich habe am Freitag auch gefühlt relativ schnell ans Sitzen gehabt, Ja, aber das dann gut gehalten und Samstag war ich unzerstörbar. Ja. Ich habe so gesoffen am Samstag, aber ich habe auch so brutal gut gegessen. na, Also das macht bei mir den kompletten Unterschied. ja, Wenn ich richtig gut ist, dann kann ich saufen wie eine Drecksau. Ja, genau. dann am nächsten Tag mittelmäßig viel Energie gehabt, kein Bier mehr getrunken. Oder du meinst jetzt am Sonntag? Ja, Ja, Sonntag. Sonntag, Ja. ich bin ich glaube, wir waren um 3 oder so im Büro und dann wollte der Stefan noch hat vorgeschlagen, heute sind Kämpfe, UFC-Kämpfe in der Ja. Nacht. Und sagt, na, da sollen wir uns die anschauen. Und sag ich, ja, okay. Und ich weiß ja normalerweise, wenn man sich die auch anschaut, ohne dass man den Sound abonniert, aber ich war so stark trotzdem, Ja. dass ich nicht mehr hingekriegt habe. Und dann sagt er, ja, dann kaufen uns jetzt so ein Monatsabo. Da sind 20 oder gesagt, okay. Und dann habe ich erst so ein Jahresabo abgeschlossen. Ja. Das war echt eine scheiß Investition. Ja. Dann sage ich, Stefan, das ist scheiße, jetzt habe ich ein Jahresabo abgeschlossen. Dann sagt er, Tobi, ich konnte leider trotzdem nicht mehr für den 20er geben. Dann sage ich, ja, ist gut. Da wollte ich. Und dann ohne Scheiß sagt er, dann sage ich, ey, das passt schon.
Ja, nein, da habe ich schon gewusst, dass das für mich, da war einfach so instant einpennt. Stefano war nach 2 Minuten weg Einfach gestern. ins Bett, ja. Das war wieder so krass, weil ich habe einfach keinen Bock gehabt, hier zum Schlafen. Ja. Ich gehe gern, aber ich habe auch keinen Bock gehabt, heim zu gehen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich hab Herrgott, mir gedacht, gestern von da schon eine Stunde, ja, eineinhalb bin ich schon Ja. gegangen dann. Und das hat sich so brutal gezogen, es hat sich wirklich richtig gezogen und es war so geil, dann daheim zu sein. Aber ich habe versucht, den Stefano noch zu sagen, Stefano, da hast die Matratzen, du kannst sie da drauflegen. Und ich habe ihn nicht wach gekriegt wieder. Ich Okay. habe ihn wieder nicht wach gekriegt. Er ist so mit seinem Handy eingeschlafen, weil er wollte eigentlich seine Mama noch anrufen, dass Ja. uns alle heimfahrt, aber Okay. das hat er nicht mehr hingekriegt. Ja. Und dann, scheinbar hat er, weil mir dann nicht Zeit, er hat sich dann noch auf die Matratzen irgendwann Okay. gerollt. Ich meine, Ja. das ist nicht gut für den Arsch, wenn. Ja, Nein, mein Sonntag war auch nicht mehr so Ja. tatenreich. ja. Habe mich dann wieder zu meinem Hund fahren lassen müssen. Und? Also das meine ich vom Tag, Ja, okay. ja. Geil. Ja. Weil ich habe zu meiner Mom gesagt, dass ich ihn halt vor Mittag hole. Und bin halt aufgewacht und habe halt noch SIM gehabt und da war es 11. Scheiße, ja. Ja. Rein rechnerisch. Wäre es schwierig geworden. Ja, Ich glaube, du warst einfach kein guter Autofahrer gewesen zu dem. Nein. Also auch wenn es, Nein. weil es einfach Ja, fertig und wie warst. gesagt, über Grenz fahren und Degern und so, und das sind überall so viele Bullen. Ja. Und, vor allem jetzt in Lingrasab zur Oktoberfest, der zur Bierzeitzeit. Ja. Da möchte ich kein Risiko eingehen. Ja. Und ich weiß ja auch, wie ich ausschaue. Also ich schaue aus wie ein Ausländer, ich habe glasige Augen, ich habe eine Fahne, dass der Sau graust. Ja. Ich fahre unkonzentriert Auto und höre Ja, Deutschrap. Also Ja, nein, du bist wirklich. in einem Mercedes. Ja, du also, bist ein Geschenk für dich. ja. Das Einzige ist, dass mein Mercedes halt kein neuer nicht ist, sonst sind sie wahrscheinlich neu, also nicht so neu. Also nein, das ist nicht neu, das ist 10 Jahre alt. Nein, aber ich meine, er schaut jetzt nicht. Nein, er schaut nicht, nein, das nicht, aber wenn ich jetzt in so einem neuen AMG rumfahren, Ja, dann ja, werden klar. sie mich rein. Weil Wir müssen sagen, diese Drecksau, den hat er geklaut. ja, Okay. Ja, super. Dann müssen wir schon langsam aufhören. Wir sind Ja. nämlich jetzt, dann spielen wir in ein paar Stunden schon, gell? Ja. Spielen wir am Wimmerhof. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo es ist, aber. Rotenburg an der Laber. Ah ja. Da haben wir in der Nähe, glaube ich, Oberland Eichhammer draht. Ah, geil. Wie lange waren wir? 2 Stunden, oder? Und 2 Stunden 15, ja. 2 Stunden 15, ja. Wir freuen uns, wird fett. Wir berichten euch im nächsten Podcast dann. Na, und vielleicht machen wir noch eine kleine Sommerpause, kann noch passieren. Kann tatsächlich 2 passieren. Wochen oder so. Oder wir produzieren vor. Ganz wichtig, am Sonntag, also in genau einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, ist unser Frühshoppen. Ich kann euch tatsächlich nicht garantieren, dass dann noch Karten da sind, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber schaut einfach einmal, solange es bei Eventim noch on the line ist, sind auch noch Karten da. Es wird eine sehr kleine, griffige Runden, weil wir eben uns die Zeit nehmen wollen mit euch Arschlöchern zum Saufen. Ja. Es wird also mehr ein Meet and Greet mit Konzert. Ja, Also, war's, oder? Willst du das was war's. sagen? Na, Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry Harry. danke, ciao.